immer wieder Schulklassen eingebunden und die waren in den letzten Jahren auch anwesend. Heuer ist das durch die Krise, durch die wir uns bewegen, etwas schwieriger geworden, aber die Schülerinnen und Schüler wollten es sich nicht nehmen lassen, Beiträge für unsere Tagung zu gestalten, und es wird ein Teil der Tagung auch aufgezeichnet und dann wiederum umgekehrt den Schülerinnen und Schülern und den Schulen zur Verfügung gestellt, um sie dann vielleicht in der Vorbereitung und der Debatte rund um den Herbst zum 10. Oktober 2020 als Beitrag, der zukunftsgerichtet sein soll, zu nutzen. Die erste Präsentation, die uns abgesehen von der wirklich realen Präsenz der zweisprachigen Handelsakademie, für die wir sehr dankbar sind, dass Sie es geschafft haben, zu uns zu kommen, die erste Präsentation, die von außen an uns geschickt wurde, ist ein Videoprojekt des Stiftsgymnasiums St. Paul, das auch über alle bisherigen Konferenzen hinweg mit uns zusammengearbeitet hat. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich die Frage gestellt, wie ist eigentlich die Stimmung im Lavanttal vor Ort, und haben das aus ihrer sehr persönlichen Sicht gestaltet und uns eine Botschaft mitgegeben. Ich darf Sie bitten, uns das Video zu zeigen. 2020, ein Jahr der Erinnerung, des feierlichen Begehens. Ein aber vor allem ein Bedenkjahr. Aber auch ein Jahr, in dem man nicht nur Rückschau halten sollte, sondern auch einen Blick in die Zukunft werfen muss. Vieles war und ist für dieses Jahr geplant. Das Stiftsgymnasium St. Paul ist seit 2018 bei dem Projekt Gemeinsam Skupno 2020 mit dabei. Und gerade für das Jahr 2020 hatten wir Schüler zahlreiche Ideen, wie man das Thema die Zukunft der Kärntner Sloweninnen 100 Jahre nach der Volksabstimmung umsetzen könnte. Aber bedingt durch die Corona-Krise kam alles anders. Trotzdem wollen wir für die Veranstaltung am 2. Juli einen Beitrag gestalten. Gemeinsam Skupno 2020. Das nachfolgende Video ist eine Momentaufnahme der Stimmungen und Meinungen von Jugendlichen aus dem Lavanttal zum Thema 10. Oktober und die Zukunft der Sloweninnen 100 Jahre nach der Volksabstimmung. Welche Bedeutung hat der 10. Oktober für dich? Kärntner Slowenen. Volksabstimmung. Historische Relevanz. Feiern. Tradition. Schulfrei. Landesfeiertag. Zweisprachigkeit. Wichtig. Wie geht die Gesellschaft heutzutage in Kärnten mit dem Thema Zweisprachigkeit um? Für mich als Jugendliche ist es eigentlich Normalität. Für manche stellt es immer noch ein Problem dar. Meiner Meinung nach ist die Politik hier gefordert. Warum wird die slowenische Sprache in Schulen nicht noch mehr gefördert? Wie siehst du die Zukunft der Kärntner Sloweninnen 100 Jahre nach der Volksabstimmung? Grenzen überschreiten, Gräben überwinden. Enormes Potenzial der Zweisprachigkeit nutzen. Miteinander. Einigkeit. Innovative Ideen. Nicht ausgrenzen. Selbstbewusstsein. Akzeptanz. Mehr Mitbestimmung. Stärke zeigen. Kultur verbindet, slowenische Kultur fördern. Unterdrückung vermeiden. Politik ist gefordert. Neues zulassen. Offenheit. Gemeinsam! Skupno!